Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F. Wo dieser möchtegern Charmeur mir versucht, Blut um die Lefzen zu schmieren. Ich habe jetzt mal dieses Sprichwort frei interpretiert. So. Finde einen Weg, die heilige Tür zu öffnen. Also hier dürfte zu sein. Plopp. Ach. Ich wollte ja erst rechts gehen. Naja, dann gehen wir... Moment, kann ich daneben auch noch aufmachen? Klick, klick. Nee, dann gehen wir halt erst links. Ist jetzt nicht so problematisch. Hoffe ich. So. Wenigstens haben wir schon unseren Fuchsarm. Das wird diesen Abschnitt hoffentlich deutlich einfacher machen. Oh, es funkt hier. Sind wir etwa hier im Kindergarten oder was? Nee. Wir sind hier dabei, unsere gute Freundin Rinko wiederzusehen. Nach diesem... Einen Moment bitte. Unterbrechen Sie mich nicht. Wir müssen hier eine kleine Speicherung durchführen und dann werden wir uns Rinko mal betrachten. Und zwar... Hallo Rinko. Ich habe die Fußbodenheizung eingeschaltet, okay? Es fehlen natürlich ein paar Zahnräder. Und soweit ich mich erinnere, genau, kann ich hier umstellen. Im Moment ist das Triforce. Jetzt könnten wir oben durch das Zimmerlein mit dem Vogelsymbol. Okay, Triforce ist auf. Erstmal noch ein bisschen umgucken. Erstmal gut umgucken, bevor wir irgendwo hingehen. Ach ja, da hinten. Da konnten wir schon beim ersten Durchgang hingehen, da war aber nichts. Außer Gegner. Ja, nochmal gucken, ob da jetzt ein bisschen mehr ist. Oder wieder nur Gegner. Okay. Guck mal da drüben, ha? Hallo. Kommst du her? Ja, ist gut, komm. Lass mich mal aus der Ecke raus. Dann darfst du auch gleich wieder zuhauen. Jetzt hör doch mal auf. So, jetzt muss ich hier X drücken. X. Wieso kann ich kein X drücken? Ah. Weil es das PlayStation X ist. So, das macht es deutlich einfacher, das Inventar ein bisschen zu entmüllen. Okay. Übrigens, ich weiß jetzt, wie das Spiel heißt, wo ich gesagt habe, hier, das ist ja wie in dem einen Spiel, wo man die Fuzis kaputt macht und dann die Seelen einsaugt und so. Onimusha. Das war der Spieletitel, den ich irgendwie nicht gefunden hatte. Onimusha. Ja, gut. Hätte ich jetzt besser liegen gelassen, ehrlich gesagt. So.
Ach ja, ein Zimmer mit Puppen. Aber viele Puppen hier. Moment, das sind aber schon richtig viele Puppen. Okay, wir gehen. Gibt sehr viel zu gucken. Unvollendeter Brief. Mein zukünftiger Freund. Der Frühling entfaltet sich um mich herum in den leuchtenden Farben, während ich dir diesen Brief schreibe. Das ist Rinko. Bei deiner Ankunft wirst du vielleicht Angst vor deinem Leben haben. Die geringste Erinnerung an dein altes Zuhause kann dir Tränen in die Augen treiben, wie es einst bei mir der Fall war. Der Duft reifer Pflaumen verbindet sich mit dem Vogelgesang der Grasmücken in bittersüßer Verbindung. Erinnerungen, die mich nach Hause rufen, zu einer Quelle in einem Bergdorf. Wohin ich auch blicke, überall begegnet mir Pracht. Der Klang zwitschernder Grasmücken, der Duft süßer Pflaumen. Ich bin sicher, dass dieses Land, obwohl neu für dich, ein Ort der Ruhe und Stille werden wird. Du und ich nennen dasselbe Dorf unsere Heimat, also teile mir bitte mit, was auch immer dich beschäftigt. Ich bin gespannt, deine Geschichten von zu Hause zu hören. Und gemeinsam werden wir... Also, das grenzt schon hart an Poesie. Das muss Rinko sein. Ein Omamori, Schwalbe. Kontern ohne Fokus erhöht den verursachten Schaden. Bis zu 5-mal stapelbar, wird bei erlittenem Schaden zurückgesetzt. Werde ich nie benutzen. Werde ich nie benutzen. Ein Blickwinkel auf die Hierogami. Das ist hier das mit den Göttern da, weißt du? Neulich sagte mir mein ehrenwerter Schwiegervater, das Schicksal sei mir wohlgesinnt und mein Blut sei von den Sternen gesegnet worden. Wenn ich versuche, seine Worte zu interpretieren, kann ich sie nur so verstehen, dass er glaubt, es sei ein Glücksfall oder Zufall gewesen, der es mir ermöglicht habe, so mit diesem Haus verbunden zu sein. Ich glaube jedoch nicht, dass er mich mit seinen Worten demütigen wollte. Stattdessen denke ich, dass seine Worte wörtlicher genommen werden sollten. Mein Blut selbst wurde vom Schicksal benötigt. In der Welt der Sterblichen gibt es seltene Individuen, die eine andere Blutgruppe als AB0 besitzen. Okay. Vielleicht bedeutet also Blut, das von den Sternen gesegnet wurde, einfach, dass ich mit einer seltenen Mutation geboren wurde. Schließlich gibt es viele Variationen, von denen einige so selten sind wie eine unter 100.000 Menschen. Vielleicht wird ein Menschenkind, dessen Blut die Kraft hat, die Bindung zwischen Sterblichen und Göttern zu vertiefen, in einem Dorf als Kandidat für eine hierogame Ehe ausgewählt. Wenn dies der Fall ist, würde das erklären, warum derartige Partnerschaften so selten sind. Ich frage mich, wer als nächstes auf dieser Welt willkommen geheißen wird. Wenn es ein weiteres vom Schicksal geliebtes Kind ist, dann möchte ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihm den Übergang in ein neues Leben zu erleichtern. Mayumi. Und sehe ich hier ein Emma? Ich sehe ein Emma. Eine Holztafel, lege sie nach dem Aufschreiben deiner Wünsche in den Hokora zurück. Und ich sehe, dass sie darüber guckt. Nee, ist das dann eine Sparbüchse? Nee, das ist ein Griff. Also an der Lampe da. Hätte ja sein können, dass es eine Sparbüchse ist, ne? Gut. So, dann haben wir auch hier endlich mal was gefunden. Das war ja immer so die große Frage, was das denn ist. So, hier sollte keine mehr sein, außer, Moment, die fallen als von der Decke runter. Da muss ich als drauf achten. So. Dann hat sich auch endlich mal erklärt, für was diese Stelle hier ist. Die habe ich am ersten Durchgang. Bist reingegangen, findest nix, also wirklich gar nichts, außer, ich glaube, die Gegnerin da, also das Wesen gab es, aber sonst nix. Das ist eine weiße Wand. Ich habe ja wieder den Fuchsblick, weißt du? Den Fuchs, oh, guck mal da. Sehe ich eben erst. Wo machen wir denn zuerst auf?
Also hier kann ich auf Vogel schalten und dann auf Hase. Und da kann ich es genau umgekehrt machen. Müssen wir nicht eh überall hin? Pass auf. Wir schalten hier auf grün. Jetzt müsste theoretisch da unten jetzt der Weg frei sein. Ja. Ist es. Mhm. Okay. Aber Vogel ist nicht frei. Vogel und Hase würde hier frei machen, da unten. Weil da wäre dann Vogel offen, weißt du? Also da oben, ne? Da wäre dann Vogel offen und da würde ich Hase offen machen, dann könnte man hier oben reingehen. Ein Hase ist auch da hinten. Okay, ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Ich mach schon mal den Weg frei. Wo schreit's denn hier? Wo schreit es denn hier? Hä? Das war mal ein Kampf, hä? Dem habe ich's gegeben. Ist das schön, wenn man hingehen kann und wenn sie gleich verschwinden, wenn man sie einsaugen kann. Du musst keine Angst haben, dass sie bald wieder auftauchen. Und du kannst dich so in aller Ruhe umgucken. Das ist schon richtig schön. Das ist schon richtig schön. Weg mit euch, ich brauche Kraft. So, natürlich. Ratsushi. Natürlich gut umgucken hier. Das macht das Spiel aber auch natürlich deutlich leichter. Ich meine, ich habe jetzt schon hier die Fuchsgestalt und alles. Verbannt. Ich nehme es natürlich mit, aber ja komm, benutzen wir gleich. So. Ja, ich habe zu viele Verbände und alles. Ich muss beim nächsten Mal vielleicht dann doch den mittleren Schwierigkeitsgrad auswählen. So, also hier komme ich theoretisch nicht mehr weiter. Ich kann aber hier auf Hase schalten und kann dann ganz drumherum laufen und da hinten aufmachen, ja. Will ich das denn? Ich will erst da vorne hingehen, wo jetzt offen ist, ja. Das ist eine gute Idee. Erst alles auskundschaften hier. Jetzt bin ich ja hier sicher. Oh, das ist so schön. Wirklich. Normalerweise rennst du halt hier rum und du weißt genau, wenn du hier jetzt gleich nochmal vorbeikommst, sind die Gegner wieder da. Und jetzt so, nö. Jetzt kann ich mir das hier alles in Ruhe angucken und hoffen, dass ich nicht zu stark gehackschnippelt werde von den Gegnern. So. Geht's irgendwo hin? Okay, Fischerei. ぬいぐるみファッション誌リンコの部屋 Rinko. Ah. Rinkos geheimes Tagebuch. Da werden wir mal einen Blick riskieren hier. Also, ich wünschte, ich könnte in einer Welt leben, in der es nur Schuh und mich gibt. Damit meine ich aber nicht, dass der Rest der Stadt verschwinden soll. Nein, was ich wirklich will, ist eine Welt, in der Schuh und ich gemeinsam im Rampenlicht stehen und alle anderen als Nebenfiguren im Hintergrund stehen. Ich nehme an, es gibt keinen Zauberspruch, mit dem ich eine solche Traumwelt erschaffen könnte. Also sie will nicht nur da sein für ihren Ehemann und es gibt nur noch ihren Ehemann. Nein, sie will auch noch bewundert werden. Normalerweise ist es ja wohl so, also normalerweise, ne? In Anführungsstriche, dass die Frau gibt halt oder gab damals in den 60ern spielt das ja alles auf und ist dann nur noch für ihren Mann da und sie ist dann quasi für alle anderen unsichtbar. Das will sie aber nicht. Sie will schon auch noch bejubelt werden.
Ach, da ist die Lampe, die dann alles in dem Zimmer verdingsbumst. Aber also hier war ich dann schon. So viel gibt es jetzt hier halt nicht. Alles klar. So, dann tun wir halt mal alles hier. Wo ist die Lampe hin? Verdingsbumsen. Und jetzt gucken, da werden wahrscheinlich ein paar Gegner sein. Nicht? Hätte ich jetzt schwören können, dass da Gegner sein werden. Ach ja, da kann ich hier auf den Hinterkopf gucken, gell? Ah, die hat komische Gegröße am Hinterkopf. Die lässt sich gar nicht mehr anfassen. Die da hat auch komisches Gegröße am Hinterkopf. Ja, du kannst auch die Puppen einfach rumdrehen, ist ja jetzt kein Problem. Rinkos geheimes Tagebuch. Ich wünschte, ich könnte in einer Welt leben, in der es nur Schuh und mich gibt. Aber ich meine damit nicht, dass der Rest der Stadt verschwindet. Die Handschrift wird ungleichmäßig und emotional. Nein. Was ich wirklich will, ist eine Welt, in der diese fiese kleine Kakerlake namens Hinako, die immer um Schuh herumkrabbelt, verschwunden ist. Es ist mir egal, wie es passiert. Sie kann bei einem Unfall sterben oder an einer seltenen Krankheit. Zum Teufel. Sie kann einfach in ein weit entferntes Land ziehen. Das ist mir egal. Ich will einfach, dass sie weg ist. Für immer. Wird denn keiner der Götter meine Gebete erhören? Komm, die drehen wir mal rum, oder? Ja. Okay, die Tür ist zumindest mal wieder offen. Ah, ja, okay. Den kenne ich. Gibt es nichts Neues hier? Komm, dann drehen wir halt noch mehr Schuh. Schuh. Noch ein Schuh. Na komm, aber malen kann sie. Oder zeichnen in dem Fall. Zeig mal her, du auch. Ja. Oh, Moment, hier ändern sich Sachen? Nicht, dass jetzt hier was Neues zu lesen liegt, also. Muss ich jetzt jedes Mal alles abgehen? Also da liegt halt ein Gegner, das okay. Junge, das ist hier ein Massenverschläfnis hier. Die bleiben aber schön liegen, ja. Okay, da ist halt noch eine Puppe, dann drehen wir die halt auch noch rum. Ich hab's nicht so drauf, oder? Ah, doch, da ist dieses Dingens. Ein geprägtes Fuchswappen nach rechts gerichtet. Ein Wappen, das in einem seltsamen Raum gefunden wurde. Unten ragt etwas hervor, das aussieht, als könnte man es irgendwo einsetzen. Ne? Den Witz habe ich schon gebracht. Den brauche ich nicht nochmal bringen. Ich will die schon platt machen. Das ist mir doch schon wichtig. Ich will die doch schon platt machen. Wo ist die dritte? Ich habe doch nur 2 platt gemacht. Ich will mich nämlich hier noch in Ruhe umgucken. Vielleicht gibt es ja hier dann doch noch was. Ja, okay, das ist nimmer Schuh. Das bin leider ich. Könnte ja sein, dass es hier noch mehr gibt. Also zu entdecken, dass hier jetzt noch irgendwo ein Schriftstück oder so liegt. Sieht aber nicht so aus. Das ist die einzige Puppe, die wir nicht umgedreht haben oder die nicht umzudrehen ging. So, und ich dachte, die Puppe mit dem Gesicht dann auf dem Hinterkopf, das sind die falschen. Aber nö. Hab ich gedacht, ich habe hier einen mega Trick entdeckt. Falsch gedacht. Lass mal gucken.
Okay, wir sind jetzt also da oben rausgekommen, ja. Aber wir waren da hinten noch nicht in der Häschentür. Da waren wir noch nicht, oder? Vogeltür? Doch, da. Nee, da waren wir nicht. Okay. Muss ich gucken. Komm mal her, du. Gut. Ja, lass erstmal hier ein bisschen was reinmachen. Und zwar ein Yuccan. Und es gibt halt Hund. Den würde ich halt gern behalten eigentlich, weil Gesundheit und Ausdauer und maximaler Verstand, also gerade in den Verstand geht es mir auf der anderen Seite. So, gibt mir Geld so. Alles klar. Ja, aber habe ich nicht irgendwo auch noch so ein vertrocknetes irgendwas mitgenommen eben? Nee, scheinbar nicht. Gut. Lass mal kurz 1000. Oh, wir haben genau 1400. Also, wir haben gesagt, wir wollen. Eigentlich würde ich ja Ausdauer sagen, aber wir haben recht wenig Probleme mit Ausdauer. Aber wir haben aber auch gleichzeitig keine Probleme mit Gesundheit. Komm, wir machen Gesundheit 1. So. 4, 5, 6, 7. Okay, das ist dann das letzte. Wenn wir einmal noch Gesundheit machen. Oh, ich habe noch eine Emma, sehe ich gerade. Wenn wir noch einmal Gesundheit machen, dann ist das auch vollkommen aufgepowert. So, jetzt pass auf. Hier unten war ich überall, aber noch hier war hier. Hier war ich noch nicht wirklich. Also, so, pass auf. Ich brauche Hase und Dreieck, aber auch Vogel. Einen Moment. So. Das war der falsche Knopf. So. Also. Ich muss mal gucken. Aber eigentlich war das doch ein recht guter Weg. Nee, weil im vögelischen Zimmer war ich ja aber auch nicht, ne? Ich gehe denselben Weg einfach nochmal und gucke, ob ich dann ins Häschenzimmer komme, genau. Also da oben ist mir's egal, aber das vögelchen Zimmer überlegen wir uns dann was. So. Ich will schon alles gucken, ne? Also. So, hier haben wir Vogel. Nee, Blatt. Und da dürfte noch Triforce sein. Jetzt gehen wir denselben Weg einfach nochmal, den wir eben. Ich hoffe jetzt nicht, dass Gegner nachspawnen. Sollten sie eigentlich nicht tun. So, also. Aber wenn ich jetzt hier, ja gut, dann kann ich hier auf Häschen stellen, ja? Gut. Also normalerweise wäre hier eventuell das da offen. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. So, da Häschenzimmer bitte. So. Ah, ich würde gerne da durchgehen, geht aber nicht. So, das können wir jetzt halt hier alles in Ruhe machen. Brauchst halt aufstehen, ist schon in Ordnung.
Brauchst nicht aufstehen. Bleib einfach liegen. Ja. Schön befriedigend, hier einfach ordentlich aufzuräumen. So, aha. Hier gibt es einen getrockneten Kadaver. Das ist vielleicht die Schule der Ewigen. Ah. Okay, sie fängt wohl an, ihre Freunde zu vergessen. Also jetzt erinnerte sie sich so bruchstückhaft an ihre Schulzeit oder so. Deshalb, also so kommt es mir jetzt gerade vor. Ja, ich heb's ja schon auf, komm. Rinkos Tagebuch. Ich habe Jahre meines Lebens damit verschwendet, in der Schule sorgfältig das brave Mädchen zu spielen. So zu tun, als wäre ich in jeder Hinsicht perfekt. In meinem Überlegenheitsgefühl zu schwelgen. Damals glaubte ich ernsthaft, ich wäre besser als alle anderen. Aber jetzt ist alles anders. Ich sehe, wie ich auf andere herabgeschaut habe, nur um mich selbst falsch zu erhöhen. Aber ich frage mich einfach, haben meine anderen die Show die ganze Zeit durchschaut? Hinako, Sakuko, sogar Shu. Vielleicht haben sie mich schon immer durchschaut, bis in mein verdorbenes Innerstes. Vielleicht haben sie die ganze Zeit nur so getan, als wären sie meine Freunde. Die Handschrift brodelt vor ungezügeltem Hass. Aber ich bin nicht schuld. Es liegt alles an dieser schrecklichen Hinako. Wenn du nur weg wärst, dann würde ich mich nicht so fühlen. Der Rest ist von hier aus zu verzerrt, um ihn zu lesen. Dann geht doch näher dran. Von hier aus ist der zu verzerrt. Ist noch irgendwas hier? Außer die Lampe. Ja, aber hier ist es ein bisschen hell. Ja. Heller ist es jetzt nicht wirklich. Erstmal außen rumgehen. Vielleicht gibt es ja doch zum Beispiel sowas. Rinkos Tagebuch. Ich hätte nie vorgeben sollen, jemand zu sein, der ich nicht bin. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich Hinako in die Augen sehen können. Ich hätte ihr sagen können, was ich wirklich von ihr halte. Sie in die Schranken weisen können. Aber ich habe alles ruhen und eitern lassen. Und jetzt ist die Wunde nekrotisch geworden. Auch wenn heute der Tag ist, an dem all meine wildesten Träume wahr werden, ist mir das Herz immer noch schwer. Die Handschrift ist chaotisch und voller gewalttätiger Energie. Das ist das Bett, das ich gemacht habe, also werde ich darin liegen. Aber ich werde dir niemals verzeihen, was du Shu angetan hast. Wie kannst du es wagen, ihm weh zu tun? Was glaubst du, wer du bist, du dreckige Kakerlake? Shu wird vielleicht nicht weinen oder dich anschreien, wie er es möchte, aber ich werde dich trotzdem seinen Schmerz spüren lassen. Okay. Ich glaube, sie kann es nicht leiden. Also so, ja, haben halt ihren Schuh geklaut. Das hört sich irgendwie falsch an. Was liegt da? Irgendein Anhänger? Vögelchen oder so? Geprägtes Fuchswappen nach vorne gerichtet. Ein Wappen, das in einem seltsamen Raum gefunden wurde. Unten ragt etwas hervor, das aussieht, als könnte man es irgendwo einsetzen. Zwei ist aber auch fies. Einen haben wir.
Das eine ist direkt verschwunden. Interessant. Ey, es ist so schön. Es ist so schön. Echt jetzt. Wenn man die Gegner einfach eliminieren kann. Nochmal kurz alles abgehen. Bevor wir dann hier abgehen. So. Ich höre doch aber irgendwo noch Schritte, oder? So, wir haben das zweite Wappen. Und was jetzt fehlt, ist der Vogelraum. Aber wie kriegen wir den? Vogel und Häschen bis am Schluss. Ah, okay, ich habe so eine Ahnung. Wir müssen erst Triforce und Blätter aufmachen, so wie am Anfang. Dann machen wir das Häschen auf. Ja, aber dann haben wir immer noch keinen Vogel. Okay, das ist schwierig. Ja, das ist so lalalala. 勉強だって運動だって服選びだってお化粧だって Ja, いつだって ist 私 schön の für 方が dich. 上だったわ Aber wenn du sowas suchen musst, um besser zu sein. Da könnte ich wieder zurückgehen. Aber da will ich ja gar nicht zurückgehen. Da wird es wahrscheinlich auch geschlossen sein. Ja. Ich wollte nur mal gucken. So. Dann machen wir mal. Also, ich brauche 3. ぼんやりしてるあんたを私が何度助けてあげたことか Hast du das, ja? So, erstmal was in den Schrein rein. Dann wieder speichern. So, und dann nochmal das zweite rein. Die hat gerade Macker gesagt. So. Und jetzt muss ich natürlich gucken. Erst nochmal. Also wir müssen da unten auf jeden Fall rein. Okay, grün ist geschlossen. Rot ist offen. Ja, ich brauche einfach nur Häschen und Vogel, oder? Häschen und Vogel und dann oben rumgehen. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Das ist Häschen. Und das da ist Vogel. Das ist so schwer. Was habe ich mich da jetzt halt so dran gestellt? Oder gibt es da jetzt gleich einen Trick? Dass ich hier vielleicht nicht rein... Kommst du gleich? Mhm. So. Nee, in der Häschen Tür war ich ja schon. Sorry, ich muss einfach nur nach links und dann den Weg weiter. Mann, ey. So, da ist die Vogeltür, da will ich rein. Das ist der Gemischtwarenladen.
Der Süßigkeitenladen. ここを千鶴屋を手放すんだ。 Rinkos Tagebuch aus der Kindheit. Heute habe ich im Süßwarenladen Süßigkeiten für alle meine Freunde gekauft. Mit Freunden zu essen, das macht viel mehr Spaß als alleine. 進まなきゃ。先に。 Fuchsorigami. Die Handschrift ist hier unordentlich. Hinaku, warum bist du hier? Das sollte meine Chance sein, mit Shu allein zu reden. Warum zum Teufel bist du hier und warum zum Teufel machst du es dir neben Shu gemütlich, als ob du dahin gehörst? Und das Sahnehäubchen? Sakoko hat sich auch entschieden mitzukommen, nur deinetwegen. Aber ich kann ihr vergeben. Ich meine, sie hat mir den Gefallen getan, früh zu sterben. Ja, okay. Wie lange wirst du noch leben? Du bist bereits tot. Hör auf, in Ebisugaoka herumzugeistern wie ein erbärmlicher Geist. Ah. Wir werden wieder hier. Die Lampe knistert. Nein, die werden wir noch nicht antatschen. Wir wollen uns hier, erst umgucken. Ach ja, die Süßigkeiten wecken Erinnerungen. Ja, ich erinnere mich daran, dass ich damals schon dachte, das sieht irgendwie eher wie Sushi aus. Okay. Dann müssen wir wohl an die Lampe gehen. Hier ist aber unordentlich. Räumt das denn niemand weg? Was ist das hier für ein riesiger Bereich? Da könnte man noch viel mehr Sachen unterbringen. Ich muss mal mit dem Ladenbesitzer hier reden, das geht so nicht. So. Na, hallo? Schon ein bisschen fies, oder? Eine Frau hier so aufzulauern. Oh. Yes, ist nein. Ja, mach du nur. Ich hab genug Heil-Items. Macht mir gar nichts. Es war aber schon fies, ne? Du bist hier ja eh schon eingeklemmt und ihn dann hier hinzustellen, das ist schon... Ich hätte doch irgendwo noch einen. Da. Ist er schon platt oder was? Ja. Hat er sich was gedacht, hä? Wenn er hier sitzen kann und auf mich warten. Nee. So, da hinten habe ich noch. Moment. Achso, da muss ich jetzt überall gucken. Ja, das ist es nicht. Da hinten, hinter dem muss es sein. So, was ist das? Augen. Ah, fast. Maden. Made in Germany. Fuchsorigami. Ganz plötzlich war die Stadt in dichtem Nebel gehüllt. Wohin ich auch blickte, sah ich seltsame Monster. Ich konnte mich nur dazu überwinden, allein und zitternd in meinem leeren Haus zu sitzen. Dann kam Shu und rettete mich. Ich war auch dabei. Danach war es egal, wie furchterregend die Außenwelt war, solange ich Zeit allein mit Shu verbringen konnte. Die Handschrift wird plötzlich beängstigend. Aber dann wurde mir klar, dass die Kakerlake Hinako bei ihm war. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Stirb einfach, du Plagegeist. Du gehörst nicht mehr in diese Stadt. Hast du das vergessen? Ja, nehmen wir gleich. Ich hoffe, dass das noch aufgeklärt wird. Sind wir jetzt wirklich schon tot? Und es ist halt nur Shu, die Erinnerung an mich, die er nicht loslassen kann. Und deshalb ist sie halt immer noch eifersüchtig auf
Hinako, die eventuell tot ist, weil Shu immer noch an Hinako denkt und nicht an sie. Oder so. Der war doch eben noch nicht da, oder? Rinkos Tagebuch aus der Kindheit. Heute habe ich im Süßwarenladen allen meinen Freunden Süßigkeiten gekauft. Die Handschrift wird hier ungleichmäßig. Alle haben wegen der Snacks gesabbert und sich immer wieder bei mir bedankt. Es erinnerte mich an die Zeit, als ich im Park Fische fütterte und wie sie mit weit aufgerissenen Mündern um Futter bettelten. Was für ein Haufen Idioten. Und diese armselige Hinako, ein billiges Bonbon genügte und schon folgte sie mir wie ein Hund. Es ist fast schon süß, wie dumm sie ist. Eine Kakerlake verdient den Tod. Ach ja, echtes Seelchen. Okay. Ist da noch irgendwas zu gucken? Ich glaube, reicht jetzt auch mit Hinako. Nicht mit Hinako, mit Rinko. Entschuldigung. Die hat jetzt genug über mich gelästert. So. Rinko. Ich hab da was für dich. Aber erst lassen wir dich noch ein bisschen schmoren. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wir legen Kutsu-Tee in den Schrein und ein Higashi. So. Und Speicher natürlich. Und dann, meine gute Rinko, setzen wir hier dieses Wappen ein. Und gucken, was passiert. Dreifachwaage Wappenschlüssel, erhalten nach dem Abschied von Rinko. Es scheint, als könne man damit irgendwo eine Tür öffnen und er ist viel größer als ein normaler Schlüssel, als wäre er für eine riesige Kreatur gemacht worden. Okay. So, da unten war ich, da brauche ich jetzt halt nimmer hingehen. Ja, aber... Haben wir Shu schon verletzt? Wir sind doch eigentlich dabei, ihn zu verletzen. Also im Sinne von, wir werden verheiratet werden. Und wenn wir den Fuchsmaskenmann heiraten, dann wird Shu verletzt sein. Ich meine, er ist natürlich auch jetzt schon verletzt, weil wir mit einem anderen verheiratet werden, sofern Shu Gefühle für Hinako hegt. Ja, aber das steht ja erstmal außerhalb meiner Macht. Was war das? Also das steht ja erstmal außerhalb meiner Macht. Dieses verheiratet werden, das haben meine Eltern entschieden, nicht ich.
dass wir natürlich dann hingehen und da auch nichts dagegen machen, das ist was anderes. Also nicht dagegen wehren, sondern uns... Naja, wir machen ja was dagegen, wie man ja im ersten Abspann gesehen hat. Wir bringen alle um. Ja. Und wie wir ja letztens an der Tafel gelesen haben, Rinko verbrennt, was man ja gerade gesehen hat. Sakuko, da spielt das Herz nicht mehr mit. Und Shu erstickt. Okay. So, du brauchst was im Maul, richtig? Dreifach vage Wappenschlüssel verwendet. Ah. Okay. Ja, aber hier geht's nicht weiter. Ja, genau, hier geht's nicht weiter. Wir brauchen natürlich noch die andere Seite, ganz klar. Denn ohne die geht es nicht weiter. Unten? Ja, da komme ich her, ne? So. Dann bereiten wir uns mal auf den nächsten Tag vor, wo wir diese Tür öffnen werden. Die öffnet sich natürlich nur, wenn wir vorher diesen Knopf da drücken. Okay, morgen. Tschüss. Morgen geht's zu Sakuko.